Hey, ciao zusammen, René hier. Es ist Donnerstagmorgen, 11. Mai, glaube ich. Schon gleich geht die Strandbad-Saison auf und auch mit 50 kein Grund, sich nicht möglichst optimal darauf vorzubereiten. Oh shit, bin ich wirklich schon? Jetzt habe ich ja im Februar eine Lebensmittelvergiftung eingefangen und das hat jetzt über 2 Monate gebraucht, bis ich stabil genug bin, um wieder ein bisschen Gas zu geben. In dieser Zeit habe ich über 15 Pfund verloren, das meiste leider Muskeln und das Fett ist geblieben. Und das wollte ich jetzt anpacken. Wer also Interesse hat, sagen wir, während der nächsten 3 Wochen ein bisschen gezielter auf Ernährung und Sport zu schauen, ist herzlich eingeladen. Seid ihr dabei? Cool! Als erstes habe ich gedacht, zeige ich euch die Hilfsmittel, die ich brauche, damit ich die nächsten 3 Wochen möglichst effizient angehen kann. Das erste, was wir brauchen, ist eine Waage. Ich bin zwar nicht so ein grosser Fan, weil das kann bis 2 Kilo auf und runter gehen. Das ist dann vielfach frustrierend. Aber ich brauche jetzt die Waage, für euch zu zeigen, wie das eben auf und runter geht. Dass man nicht so verzweifeln, wenn es in die falsche Richtung geht für ein paar Tage. Weiter brauche ich mein Blutzuckermesser mit dem Piekser und den einzelnen Messstreifen. Der Blutzucker wird mir zeigen, wie viele Kohlenhydrate ich nehmen kann. Als nächstes brauche ich ein Körperfettmesser und da brauche ich so ein elektronisches Teil, das ich ganz einfach dort haben kann, wo ich den Körperfettanteil messen will. Dann brauche ich noch Pulsgurt. Und zwar brauche ich eine App, die heisst Elite HRV. Das ist die App hier. Die zeigt mir, wie gut ich mich erholt habe und dementsprechend hilft es mir zum Training planen. Für das HRV zu messen braucht ihr einen speziellen Pulsgurt. Ich brauche hier den Sigma R1. Die in der Region Thun sind, können beim Bike Center in Steffensburg holen. Es geht auch der Polar H-Serie. Wichtig ist einfach, dass der Pulsgurt EKG-Genauigkeit haben. Eine weitere App, die ich brauche, ist eine sogenannte MAF-App. Das ist die App hier. Die MAF-App hilft mir zu definieren, wie intensiv ich die Ausdauertrainings gestalten kann. Da könnt ihr am Anfang einen Fragebogen ausfüllen und dann gibt es euch einen Pulswert. Und idealerweise geht ihr dann nie über diesen Pulswert beim Ausdauersport. Für mich ist das entweder Joggen oder halt vielfach aufs Velo. Voilà, das sind die Hilfsmittel, die mir helfen, um zu sehen, ob ich in der richtigen Richtung unterwegs bin. Und ja, die Hauptkomponente ist natürlich die Ernährung und dann ein bisschen Sport. Ich sage ja in der Klinik immer meinen Kunden, dass wenn ihr Muskeln gewinnen wollt, das passiert im Kraftraum oder auf dem Velo. Wenn ihr wollt, ein Sixpack haben, das passiert in der Küche. Jetzt seid ihr sicher gespannt, wie ich das ganze Zeug brauche, zusammensetze, wie das Essen aussieht, etc. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Die nächsten 3 Wochen lassen wir morgen los.